Schöne gute Mittag. Die könnt ihr schon alle unter das Dokument erinnern. 2017 Modul 2.0. Und wie ich auch heute an einer Jahreszeitung richtig gelesen und die Interpretation an einer letzten Jahreszeitung wo die Pressekonferenz zugekündigt ging, das war Theorie. Das ist ein theoretisches Dokument. Am Anfang war das Darlehen vom Paradigmenwechsel. Und das, was ihr könnt, der PNM 2035, das ist nicht nur folgendes Dokument, also das ist so ein Modul 3.0, aber das ist praktisch Umsetzung von dem, was wir hier an der Theorie festgehalten haben. Und ich will dafür direkt profitieren von, ich darf nicht vergessen, am Schluss, am Anfang von der Sitzung oder von der Pressekonferenz, für erstens mal meine Equipe am Ministerium, rund um Christoph Reuter, seine Equipe, alte Verwaltungen, Straßenbauverwaltung, CRL, Luxtram als Administration des Transports Publics, die zwei Büros, ein Lützeburger großes Büro und ein ausländisches Büro, die über ein paar Jahre und dem Dokument geschafft hat, große Merci sagen für die Arbeit, die hier gelegt ist. Wir hatten viele Sitzungen zusammen, mit der hat viel mehr ohne mich und dafür das Resultat, das werde gesehen, was meine Überzeugung, das lässt sich weisen. Wir haben mit dem Plan National de Mobilität 2035 für Lützeburg definitiv einen konkreten Fahrplan, eine Richtung, eine wegweisende Richtung, die en plus, das hat man ja auch gesehen, alle 5 Jahre soll adaptiert gehen, also immer um den nächsten Standpunkt gehen, weil Mobilität, das ist etwas, was evoluiert mam Land, Weltland evoluiert. An die nächste Regierung, egal wie es dann auswärts gesehen, egal wie Minister oder Ministerin am enger Platz nur 2023, die findet Fahrplan 4, wo man sich kann klar daran orientieren und eigentlich nicht mehr muss umsetzen. Wie gesagt, der Modul war Theorie, und dann kommen wir an die Umsetzung von der Theorie, und die Maschine auch geht. Die geht natürlich nicht. Ich muss mit der Batterie oder Tumor. Voilà. Das sind aber nicht die nächsten Slides, die ich so komme. Was ist das? Ah, okay. Ich wäre froh, wenn jemand die Maschine und Go bringen, das mich mir einfach für durch das Ganze zu gehen. Das ist so, dass wenn ihr natürlich gucken, wie die Mobilität soll sich entwickeln bis 2035, da brauche ich Daten. Und die Daten, das sind die da gesehen im Slide, nämlich die von der demografischen Croissance, die von der ökonomischen Croissance vom Land. Wir können herausfinden, wie Lützeburg sich entwickelt, national an den Inselregionen, Ruf dekliniert bis auf den Gemengenruf, und dann eben zu gucken, was muss gemacht, wie viel Daten zu erreichen, was wir am Modul auch gut beschrieben haben, nämlich nicht mehr an der Zukunft mit den Chantier in das Problem Hand zu laufen, mehr an dem wir antizipieren. Das heißt, dass wir heute schon wissen, 2035 wird das Land so und so ausgesehen, und für das wir das packen, das was wir mehr in Demand tun von Mobilität, muss man verschiedene Sachen machen an den nächsten Jahren, für das funktioniert. Das heißt, der Plan National der Mobilität setzt am Anfang dafür ein ganz große Paradigmenwechsel von den ganz großen, die beschrieben sind, sie gesehen am Modul an.
ha gesieht de Wurstumsszenario, de man opgestalt hun, dat baséiert op de reale Wurstumsperspektive vum Statec, die gesieht 4,5% Wurstum an der Moyenne, die gesieht 3%, die gesieht ënnen 1,5% an der Moyenne. Wann man die Wurstumsszenarien do errechen oder de Wurstumsszenario do errechen, da werden man zu Lützeburg, und ich betone dat, eng Demande um Mobilitéit hunn die méi groß als wie Haut, nämlich 40% méi héich vun Haut. Dat hecht natürlich net 40% méi wat wie sech Autosbewegungen, Willosbewegungen oder Zugbewegungen. Et hecht einfach, dat man 40% méi Demande hunn um Mobilitéit. A wie dat man dat Jo am Modus so definiert hun, dat man den orientieren an Zukunft net mir fir Gefierer drümmer zu bewegen, mit Mënschen zu bewegen, guck man genau, wer das Demand und Mobilität vun de Mënschen. 40%, du könnte man so ja, 4,5% Wurstum vom PIB, da das heich gerechnet, wenn man das nicht erreichen, das alles ändert das nicht wesentlich viel. Die gesieht, dafür haben wir die 3 Normen da gewählt. Je nachdem, wie sehr oder wie lösen wir oder wie viel wir lösen wir entwickeln, haben wir ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, entweder muss man das ganz bis 2035 alles so umgesetzt haben, viel die 40% da können sie bewältigen. Wenn natürlich der Wurstum mir losgeht, tun wir vielleicht 2-3 Jahre mehr Zeit, für das alles umzusetzen. Wenn es mich schnell geht, natürlich, dann muss man auch nach mehr schnell gehen. Also das heißt am Anfang gut nicht, dass die Daten da sich an der Hinsicht in Abfluss tun, ob das man eigentlich muss, was ich auch beschreiben. Nächste Slide. Für einen Blick können auf die Situation zu gehen, an noch zu weisen, dass man trat nicht immer im Nei müssen erfahren, wo man natürlich zurückgegriffen auf eine Reihe Studien, die da sind, aber wir haben verschiedene Büroen, man hat Büro gezogen, in inländischen Büro, großen, und auch in ausländischen, die als geholfen haben, mit dem Ganzen zu schaffen. Das ist mit Erfahrung gemacht im Ausland, mit der vom Inland kombiniert, wird eine optimale Situation aus, die am Ausland, die haben einen Blick von der Distanz, die können mehr mit einem frischen Geist gehen, aber die kennen natürlich die nationalen Gegebenheiten nicht an dem Büro aus dem Inland, die kennen natürlich das Land gut, dafür kann den da bringen und das ganz für das kohärent geht, dass Lützburg auf das Land und auf die Situation passt. An die Gesitheit auf dem Grafik oben gesieht der Regionen angezeichnet, Agglomerationen angezeichnet. So nicht so überraschendes, die werden aber nur gesehen, wenn wir bei Zölle kommen, das schon verschiedenes, ganz überraschendes aus der Runde, wie die Einzelagglomerationen sich entwickeln, respektive in allem, was sie beidrohen unter Entwicklung vom Verkehr. Die sieht auf der einen Seite natürlich die 3 großen Agglomerationen, die ihr auch schon kennt, das Nordstadt, das Stadt Lützeburg mit dem Speckgürtel von der Stadt Lützeburg, und das der Süden, das Eschbellwald bis auf Tiefending, also den ganzen Südteil. Und dann hat dazwischen 2 Ruralregionen, das Region Rural Süd, die ist mehr orientiert Richtung Stadt Lützeburg, an eine Region Rural Nord, die ist auch orientiert, das werden sie ganz viel in Richtung Nordstadt. Und dann haben wir natürlich 3 transfrontalières Regionen, das ist Frankreich, Belgien und Deutschland. Für den nächsten Slide zu gehen, den dann eben belädt, was das bedeutet, wenn wir die Regionen gucken. Das heißt, am Anfang gucken wir, wo spielt Musik, wo konzentrieren sich Déplacementen. An den Term Déplacement, die können am Plan National de Mobilité immer rum. Das bedeutet nicht die Mobilitätsdemand, die es gibt von irgendeiner Person, mir nicht, wie sie sehen möchte. Das ist wichtig zu verstehen, dass sowohl ein Fußweg von 200 Meter dazu kann gehören, wie zum Beispiel auch ein, der am Auto 50 Kilometer kreuz durch Land fährt oder den Zug hält um eine längere Distanz. Das ändert gar nicht. All Einzelmovement als Heimat angezählt und die 40% basieren sich vom Fußweg auf länger Strecken mit dann eben motorisierte Gefähre. Bald halten von allen Déplacementen, also 40% konzentriert sich auf die Agglomeration von der Stadt mit ihren Randgemeinden. Bald 50, also so kann ich bald so rund 50%. Das sind also 2, die entweder aus der Agglomeration fortgehen, also von der Stadt fortgehen, aus der Agglomeration fortgehen, oder die als Ziel und oder beides, das heißt, dass sie komplett innerhalb von dieser Agglomeration sich egal wie aufspielen. Dafür ist doch logisch, dass wir in der Infrastruktur gesehen, dass man
in immens großen Erfahrung zu machen rund um das tote Ballungsgebiet. Das ist eine von den wichtigen Erkenntnissen auch schon gewesen an der Luxmobilstudie, wo man festgestellt hat, dass 42% von allen Deplassementen, die an engem darum Territoire vom Grand Duché stattfanden, die fanden komplett innerhalb von enger von den 3 Agglomerationen statt. Das tut aber auch Vorteil, weil sie sind urban. Das sind urban Deplassementen. Wir sind also ein urban Lützeburg, wo man von allem, wenn wir von der Mobilität schwätzen, von einer urbaner Mobilität schwätzen, das tut Vorteil, weil das im Endeffekt die urbane Mobilität viel mehr einfach zu organisieren, als wenn in das ordentlich Plan da mischt, wie zum Beispiel die Rural, wo der Mond von der Mobilität viel mehr diffus ist, aber wo er ganz viel mehr Schwierigkeiten hat, für die Mobilität zu organisieren. Das ist so, dass 24% von alle Weher an engem Dach fanden per Konter auch komplett am ruralen Raum statt. Und das ist natürlich klar, der rurale Raum ist nicht so dicht besiedelt, und dafür muss man auch dem Rechnung tun, das sind immerhin aber 24%. Und da muss man natürlich eine andere Mobilität organisieren, wie am städtischen Raum, am urbanen Raum, weil eben Personen da ganz anders sind, Deplassementen, die sind da auch ganz anders, die sind natürlich doch kurzer da, aber die sind aber oft mehr lang, von Dorf zu kommen, oder von einem Dorf oder in den Park an 3 zu kommen. Du spielt einfach ein Auto, das muss ich wissen, viel mehr eine große Rolle, ganz klar, am ruralen Raum wie am städtischen Raum. Da kommen noch 20% grenzüberschreitenden Verkehr dabei, grenzüberschreitend fair. 20%. Wie will ich das unterstreichen, die 20%? Mir erinnert dich nur nach drin, wie lange wir zuletzt diskutiert haben oder mindestens am Volksmund immer viel geherrscht wird, ja, dass wir so große Probleme haben zuletzt am Verkehr, das ist, wenn wir so viel Frontalien haben. Nee, das sind 20%. 80% vom Verkehr, mit dem wir konfrontiert sind, als hausgebaute Verkehr. Das heißt, du musst mal heim an unserem Land als Hausaufgabe machen. Die 20% die fallen natürlich extrem ab, weil die meistens zu der nämlichen Zeit kommen. Das sind die spitze Stunde größtenteils. Wir nachher sind nur 20% und Regime nehmen 20%, die man natürlich müssen abrechnen, mehr 80% als inländischer Verkehr. Nächste Slide. Bis 2035 gibt es dafür 3 Herausforderungen. Erstens muss man die vielen Deplassementen in Richtung Stadt und auch die vielen Deplassementen an der Stadt selber viel besser an den Griff kriegen. Das heißt, nach wesentlich besser auf die Alternativen zu setzen, nicht mehr lang den Auto am Kap und loin de là. Wenn der Uhr, wenn die Grafik guckt, die Stadt Lützeburg, ich habe rezenterweise am Stadt der Gemengerat, habe ich dadurch vielgestellt, wird man Schlusswerten dazu kommen, über die Entwicklung vom Tram an der Stadt. Und du war du Conseiller, den hat man gesagt, ja, den Tram, den ist ja am Anfang nicht gebaut gehen, wenn es der Stadt, weil wir werden an der Stadt wunderbar eins gehen, ohne den Tram, den haben wir ja gebaut, weil wir so viel Verkehr von Bausen an die Stadt ranholen, und dafür ist den Tram eigentlich etwas wird gebaut gehen, das für das Land natürlich, und also wichtig für das Land, aber für die Städter Leute, also die Städter Anwohner spielt das keine Rolle. Guck dich den Balken an. Das ist der Verkehr innerhalb von der Stadt Lützeburg. Und stell dich nur eine Sekunde vor, wir wären nicht auf die Weg gegangen, die wir gegangen sind, dann wirst du schon das Haut das ganz schwer ging funktionieren, respektive die Erlichtung, die wir am innerstädtischen Antritt haben, den Tram da eine ganz wichtige Rolle spielt. Also erstens, wir müssen die vielen Deplassementen, wie ich gesagt habe, Richtung Stadt, an die vielen Deplassementen an der Stadt selber besser in den Griff kriegen, nicht mehr allein auf den Auto setzen. Zweitens müssen wir, wie gesagt, an den 3 großen Agglomerationen Mobilität nicht einzeln pro Gemeng gucken, wir gemeinsam eine Mobilitätsoffer machen, auf B-Stelle. Es bringt nichts, dass von der Stadt Lützeburg schulen, dass Stadt Lützeburg dezidiert just für sich lang Mobilitätsprobleme zu lesen, Abachtring, auf der Seite auch für sich lang Straßen und nach, Hesper und nach, Walfer und nach, das bringt das kein Meter weiter. Es geht nicht mehr, wenn die Stadt mit den Randgemengen zusammen zum Beispiel das organisiert und das am Süden nicht ernst ist und das auch an der Nordstadt auch nicht ernst ist. Drittens müssen wir am ländlichen Raum ganz gut aufpassen, wo wir Sachen hinsetzen, weil besonders am ländlichen Raum, wenn wir eine Entwicklung machen am ländlichen Raum, also
extrem kompliziert, wie ich schon für du erklärt habe, für die Mobilität zu organisieren. Und dürfen spielen da Deplacementer darauf abzupassen, weiteren Deplacementer, das generiert nach viel mehr eine größere Rolle wie Berner Plätzen, weil man einfach viel mehr schwierig haben. Wir meint, wir könnten die Industriegebiete nationalen Institutionen oder Großwohnungsbauprojekte zum Beispiel weit weg von attraktiven Haltestellen vom öffentlichen Transport installieren. An Donau gebe schon eine Lesung für Mobilität gegen den sich an der viele Hummer leider viel zu viel an den letzten Jahrzehnten gemerkt. Das heißt, wenn man etwas am ruralen Raum beispielsweise aussiedeln, dann muss man gucken, dass man so machen, dass es irgendwo ist an der Gegend, wo man einen guten öffentlichen Transport haben oder wo geplant ist, und nicht irgendwo etwas an Pampa setzen gehen, wo man es dann nur immer neue Probleme schaffen. Nächste Slide. Wenn ich das alles so, und da klingt das ein bisschen wie eine Herkulesaufgabe, wo man sich vor natürlich stellt, ja, wie soll man das dort denn da bewältigen? Ich so aber auch dann, genauso gut, das gesehen in diesem Slide, dass eine Chance, dass der Gros von den Deplacementen innerhalb von urbanen Räumen oder zwischen urbanen Räumen stattfinden, weil das mich als effektiv, ich will nicht so sagen, mir einfach, mir ist sehr lesbar. Auf jeden Fall viel mehr einfach lesbar, wie wenn das nicht der Fall wäre, weil man einfach durch Moyen haben, wir können multimodal die Agglomerationen so zu organisieren, dass das hier funktioniert. Das ist natürlich eine große Herausforderung mit 6 Semestern, haben wir große Opportunitäten durch drin. Wir dürfen just nicht den Fehler machen, dass man wie die letzten 15 Jahre, weil oft oder die letzten Jahrzehnte oft gemerkt gehen ist, dass man 15, 20 Jahre ihre Opportunitäten schwätzen und sie einfach nicht umsetzen. Wenn wir Sachen an den Griff kriegen, dann müssen die Sachen, die hier in dem Plan drinstehen, auch in den nächsten 15 Jahren angepackt gehen und umgesetzt gehen, weil sonst kriegen wir ein riesiges Problem, weil ich brauche ja keinem auszumalen, was geschieht, wenn wir an dem aller Rhythmus und an der aller Logik weitergehen fuhren, mit einer zusätzlichen Demande von 40% von Mobilität, die wir hier festgestellt haben an unseren Etüden, da kriegt als Ökonomie, da kriegt als Gesellschaft mehr wie ein Host, mehr wie ein Schnapp. Da vielleicht ist sich dann ein froh, die ja oft diskutiert wird vom selben, nämlich wie können wir den Wachstum zu Lützeburg von unserer Ökonomie bremsen, weil da wird das vom selben geschehen, wenn wir nicht das heute machen. Was sind die Opportunitäten? Es sind da 5. Erstens wollen Leute zu Lützeburg, gerade wie überall auf der Welt, all gern hochwertig öffentliche Transportmittel oder wenn gut Velosphäre da sind, hören sie gerne attraktiv Velosphäre, überall wo man neue, flotten, qualitative Velosphäre bauen, genutzt. Da wird schöner zu Fuß gehen, Leute zu Fuß. Letzterer sind nicht Ernstes wie im Rest von der Welt. Also wir müssen also irgendwie abhalten, eine halbherzige Politik zu machen, halbherzige Alternativen zum Auto zum Beispiel zu schaffen, an der Hoffnung, dass immer noch Pol hat, das wird den Herrn holen, und dass man dann irgendwie das Problem lösen. Nein, wir müssen so schaffen, dass die Alternativen so gut gehen, dass man Lust haben, sie zu nutzen, dass es Frieden möchte ranzuklammen. Für was aus den Tram, ich komme noch drauf, so Succès geht. Mit den Tram also so Succès geht nicht immer, weil die Linien sind möchte. Wir wollen eine hohe Qualität hat, weil es Frieden möchte ranzuklammen. En entretemps von den 72.000 Leuten, die zwischen Mainz und Freitag und Moyen den Tram da holen, sind da viel da dran, die hätte wahrscheinlich für nie Bus geholt oder auch sonst für den öffentlichen Transport interessiert. Aber sie sind klammern an den Tram ran, weil sie fanden, dass die Qualität von dem, wie sie transportiert gehen, von dem, wie die Kadenz ist, wie die Doffer ist, wie die Strecke ist, alles klappt und alles funktioniert. Und das ist das, was wir brauchen. Zweitens, und das ist auch eine gute Nouvelle, als Popularität vom Velo eine riesen Chance. Weil die Leute wollen auch immer mehr individuelle Verkehrsmittel. Es will nicht für ihn, der Mensch als eben ein Individualist, will gerne individuell sich auch deplacieren. Aber leider war es so, dass in der Vergangenheit, wenn man ein individuelles Transportmittel gedurcht hat, man immer mit einem Auto gedurcht hat. Und kein Mensch am Anfang sich mit am Kopf ausdenken, dass der Velo eigentlich ein super individuelles Verkehrsmittel ist. Und das ist der Velo ganz besonders für Kurzdistanzen. Und da sind wir uns tauschend von all diesen Deplacementen, da kommen wir noch auf Zöllen drauf zu schwätzen. Für das klar ist, es gibt natürlich kein Mensch gezwungen, am Velo zu fahren.
Et soll ihn aber genauso am Velo wie auch am Auto überall hinkommen, und zwar ob er weiß, da den anständige Infrastrukturen zur Verfügung hat, an der den sich sicher spielt, an der den auch Lust hat, eben mit dem Verkehrsmittel zu fahren. Drittens kriegen wir Kapazität am öffentlichen Transport bis 2035 substanziell ausgebaut. Ich komme nach Hanno Projekt zu schwätzen. Es gibt eine Reihe, die ihr kennt. Wir müssen eine Reihe neue Sachen mal entwickelt haben, die werden machen, dass zum Beispiel am schienenbegonnenen Verkehr für eine ganze Region die Attraktivität enorm wieder Blut geht, wenn wir das machen. Wir haben natürlich auch da geguckt, so zu schaffen, wie eben der Titel aus vom Dokument, weil der hat viel einhört, nämlich die Infrastrukturen effektiv zu nutzen. Ich mir werde gesehen, dass paar Sachen, die wir werden proposieren, dass sie keine Sache, wo man eine riesige Strecke muss bauen, aber eine Reihe kleine Sachen muss man machen, mit die aber eine immense Wirkung haben, für dass die Kapazität für öffentlichen Transport besser geht und Leute nach mehr können nutzen. Der Covoiturage spielt eine Rolle. Den Auto als nicht nur ein individuelles Verkehrsmittel, mit das aber ein individuelles Verkehrsmittel, was an sich 5 Plätze hat. Normal, wenn ich von einem Mann im Auto schwätzen. Aber Covoiturage darf kein reiner Idealismus sein. Sonst gibt es eine Illusion. Muss so sein, dass den Covoiturage möchte oder die Covoiturage machen, auch ein Viertel davon haben. Und dafür möchte doch keinen Sinn, überall auf den Covoiturage zu setzen. Ich möchte aber ganz sicher sein, auf verschiedene großen Achsen da zu machen, wo wir können besonders Vierdeler schaffen für Leute, die das machen, und dann werdet Lützburg nicht ähnlich sein, auch wie an anderen Regionen auf der Welt, wo das probiert wird. Da kann ich ländlichen Stau fahren zu 3, zum Beispiel am Auto, tut eine riesige Fehde davon. Und das mischt vor allem an der Spitzenstunden immens viel aus. Dürfen also doch so, dass das werde gesehen bei Model Split, den Undeel von den Leuten, die den Auto werden holen, an dem gesamten werden abgehen. Aber das will nicht heißen, dass mehr Autos auf der Straße. Das ist der Konträr, den Objektiv, dass sogar ein bisschen mehr Leute ein Auto werden holen, mit dass aber Männer Autos auf der Straße sind, weil eben der Covoiturage da gerechnet ist. Aber natürlich die billigste Lösung von alles das, was ich machen kann, mit die immens effektiv ist, das ist die Gestion vom Parkraum. Und da spielen natürlich Gemengen eine Rolle. Wir gehen hier am Kapitel dran, wo wir weisen, was für einen Impact das hat. Ich sage nicht aber direkt, dass wir am Gang sind, nach zu schaffen und eine mehr detaillierte Etude, die werden am Hirsch fertig sein. Und da werden wir auch klaren nationalen Kader setzen, Rahmenbedingungen setzen, für die Gemenge klar zu weisen, was sie sollen machen, was sie wollen, den Parkraum ordentlich gerieren, und was für einen Impact das hat. Nächstes Slide. Ich habe gesagt, Übertalschen von den Deplacementen laien unter 5 Kilometer. Schwätzen hier natürlich von den Residenten, nicht von den Frontalien, wir reden Residenten. Also übertalschend unter 5 Kilometer. Ja, wenn Übertalschen von den Deplacementen unter 5 Kilometer sind, da sind wir uns sicherlich alle gut eins, dass die Distanz bis 5 Kilometer, dass man dürfen nicht ein Gefährt brauchen, wo ich hunderte Pads stärkt tun, für mich weiter zu deplacieren. Ein Auto als ein super Verkehrsmittel, mit das nicht entwickelt gehen für Distanzen, wo sie nicht festgesetzt zwischen 0 und 5 Kilometer. Da geht es einfach viel mehr effektiv Sachen, weil den du kann nutzen. Und wir fuhren dürfen nach immer, wenn ich dazu 50 oder rund 50% unter 5 Kilometer, viel zu viel mit dem Auto auf kurzen Distanzen führen alle. Aber wir haben gerade aber leider riesig Potenzial an der urbanen Mobilität für nicht nur weisen, dass man eigentlich ganz wenige Moyen, wenn ich an der Velo investieren, an die Infrastruktur vom Velo investieren, das kostet immer einen Bruchteil von dem, was ich muss investieren, wenn ich an eine Straße investieren, die für den motorisierten Verkehr ist. Da gesagt ihnen, dass das viel mehr sehr machbar ist, viel mehr billig geht, aber vor allem möchte das Stiert an der Wirtschaft in auch mehr agreeabel. Da komme ich zum nächsten Slide, wo der Model Split beschrieben ist. Mit den repräsentativen Daten von Luxmobil konnte man ziemlich präzise ausrechnen, wie man als Mobilitätsverhalten an den nächsten Jahren, ob man es müssen ändern, für das wir 2035 nicht just überhaupt nach mobil sind, weil wenn wir nämlich das nicht machen, dann sind wir immobil, mit dass doch agreeabel als Mobilität zu leben. Das Mindestziele, die sind sowohl notwendig wie ambitiös, aber sie sind realisabel. Schon bekannten an Neuprojekten, ob die ich nach weit angehen, zielen nur dazu, mit werden auch neue dabei kommen, die dazu bei sollen drohen, für das man das kriegt. Wenn ihr resümiert, was es für den Einzelnen hecht, da kann ich sagen,
war den Trajet mi kurz a méi urbaners, wat man an Zukunft den Auto sollen Manner holen. Und wie gesagt, ich schon am Anfang gesagt, das ist eine Chance, die wir haben, weil es sich viel um urbane Mobilität handelt, für das wir die Aufgabe können bewältigen. Die Aufgabe vom Staat an den Gemengen ist, wie gesagt, kein halbherzig, mehr immer attraktiv und hochwertig Alternativen zu schaffen. Ich frage mich, ist das revolutionär? Nein, das ist natürlich nicht revolutionär, weil wenn wir an Vakanz führen, alle Guten, da gehen wir gerne nach Stiert, gerne nach urbanen Räumen, wo wir eine hohe Lebensqualität tun, aber wo am Anfang die Konditionen da alle Guten erfüllt sind. Nächstes Slide. Ich gehe dann auf die Einzeltransportregion an. Was das Wichtigste ist, und das hat eben mit dem Paradigma wissen zu dienen, die wir am Modu angelaufen, wir wollen Menschen transportieren und nicht Gefährer. Das ist, dass wir just nach ein einzigen multimodalen Transportreso haben. Das ist, wir gucken nicht mehr, gibt es eine Straße, eine Schiene, ein Velosphäre, wir haben am ganzen Land, für uns können zu deplacieren, ein multimodalen Transportreso, auf dem ein sich mit den verschiedensten Verkehrsmitteln kann fortbewegen. Wir können aber auch nicht mehr den Strassenreso, den Eisenbahnsreso, den Velosreso, also den nehmen wir als Einzel gucken, als Planen, und das ist auch das fertig mengen, was man formidabel fertig spricht, und meine Leute am Ministerium, mit all den Administrationen, für genau das zu machen, die transversal Approche zu wählen, für wirklich zu sagen, wir sind all ein Teil von der Lösung von der Mobilität, und das dürfen die Strassenbauverwaltung zusammen mit der CRL, mit Luxtram, mit den Planifikatoren am Ministerium geguckt hat, wie können wir die multimodale Transportreso schaffen, und wir gucken nicht mehr alles isoliert. Wir müssen die Reso der Demande von den Leuten aufpassen, dass Pol die Chancen ausplanen, für dass sie optimal auch zusammenspielen können. Für was funktioniert den Tram am Zug an so gut? Weil wir die Pol die Chancen, weil der Echange auf der Gaphafen wunderbar klappt. Und so muss es überall sein in Zukunft, wenn wir die Projekte alle guten bauen und planen. Das gilt am Großen, wenn wir zum Beispiel ein paar Treiten über das Land verdelen, wird gesehen, da kommen eine Reihe interessanter Neuer dabei. Mit gilt aber auch am Klängen. Da war der gesehen das Beispiel von Miersch. Wir haben wir Miersch rausgeholt. Miersch als eine Ortschaft am Zentrum vom Land, die fantastisch angebunden ist und den öffentlichen Transport. Die hat haut schon zu Miersch einen enormen öffentlichen Transport, der wird auch noch besser gehen, sogar in Zukunft, könnten wir ein paar Getreidearbeit gehen. Die hat am Anfang, wenn ihr da am Klänge guckt, für einen, der an der Gemeinde Miersch wohnt, da hat am Umkreis von 10 Minuten zu Fuß oder mit dem Velo abgehen, wo er dann fantastische Möglichkeiten hat, hat alles, was er braucht, für ohne Auto komfortabel, schnell überall am Land hinzukommen. Mit sind die 10 Minuten zu Fuß oder mit dem Velo, die fehlen. Das ist die letzten Steck. Und das ist ein gutes Beispiel für darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel die Gemeinde Miersch eine immens wichtige Aufgabe hat, für zu gucken, innerhalb von der Gemeinde Miersch, die Fußsphäre und die Velosphäre so zu bauen, dass sie natürlich auch die Leute Möglichkeit geben, komfortabel auf die Gärde zu kommen, für dann eben den Zug an alles zu holen. Nächstes Slide. Kommen da bei den Eisenbahnsreso. Ich meine, viele Projekte vom Eisenbahnsreso, die kennen da, viele große Projekte, die sind entweder am Laufen, die sind am Bau, die sind auch gleich fertig. Ich will mich nur hier fokussieren auf eine Reihe, die neue Projekte sind, komplett neue Projekte sind, mit die einen immensen Impact werden haben, zusätzlich, ob das, was wir sowieso am Gange sind, alles zu planen, am Zusammenhang mit dem Eisenbahnsreso, der eigentlich Strickräder vom öffentlichen Transport hier zu Lützeburg. Wie gesagt, ich zitiere just 3, die fanden in der Broschüre von der 14 Projekte herum. Die 3 raus, die wirklich neu sind, an die viel bedeuten werden. Die nächsten sind für den Süden, und zwar für die Stadt Deiferding. Von der Haut von Deiferding mit dem Zug an die Stadt fuhren. Was muss er da machen? Da muss er entweder nur 100 auf Peting, und dann muss er dort suchen zu Peting für über typische Streckpauder Richtung Stadt zu kommen. Das heißt, für dich noch 100, für dann nur 50 zu fahren. Nicht immens logisch. Oder die muss von Deiferding die Riesendetour über Asch, Beteburg an Stadt führen, das heißt, da braucht er zwar nicht zu steigen, aber die führt einen immens langen Weg. Dafür haben wir das genau analysiert, mit der Eisenbahn zusammen, und wir müssen ein Gleisdreieck bauen zu Deiferding,
dat wat mcht, wie dat mcht, dat vun Däferding auch kann direkt am Zug op Caching fuhren. Dat bedeit an der Praxis, dat zwischen 15 und 20 Minuten Fahrzeit könnt gewannen vun Däferding für Stern. 15 bis 20 Minuten, aber so enger Streck. Dat heißt, die könnt länger durch den Gleis Dreieck den ein Investiment, das den muss gemerkt gehen, mit den nicht gigantisch aus oder eng wahnsinnig Wirkung für den ganzen Raum Däferding, das nicht nur Däferding selber, das Niederkur, das aus dem ganzen Raum rundherum, die kriegt dadurch eine zusätzliche Möglichkeit für fantastisch zu deplacieren. Aber wie das ja in Zukunft den Reso von der CRL, wenn Lützeburg bis ausgebaut ist, fertig, dann hat ja nicht mehr Lützeburg als Endstation, dann hat nicht mehr von Däferding Verbindungen zum Beispiel an Staat, aber die können doch nur mehr fuhren direkt, die kriegt ganz andere Möglichkeiten, grenzerkürdisch Land zu kommen, von Däferding an dem Gegend, wie das heute der Fall ist. Im zweiten großen Projekt ist eine neue Gare oder eine Gare, die wir regeln, das ist Gare Hollerisch, du wirst, wo heute Gare Hollerisch ist. Das ist eine Gare, die wo heute just Tischhallen, die von Kleinbetten raufkommen, an die Gare wird geregelt, und zwar ein bisschen noch hier, dass sie ob Tollerischer, also ob Dächer Straße, pardon, gebaut wird, ob die Brücke, die du hast, die muss natürlich dann neu gebaut gehen. Und dann hat an Zukunft werden da nicht nur Tischhallen von der Richtung Kleinbetten, sondern auch von der Peitinger Strecke. Das heißt, die hat dann einen zusätzlichen Array auch von der Strecke da. Aber was kriegt ihr drin? Das sehen wir nur im Schluss, wenn ich bei einem Tram komme. Da können den Tramserei innerhalb die Gare zu Hollerisch. Das heißt, die kommen doch von du auf Kloster oder Berner Platz in der Stadt, pardon, bequem von der Gare da. Das heißt, das gibt eine neue Pool de Change zu Hollerisch. Das bedeutet, wenn das bis fertig ist, dass Gare Lützeburg, also die Stadt Lützeburg, nicht mehr wie heute 3 Garen hat, haut huet dazu eng Halle Hower das net ganz fertig. Und 3 sind ja schon 4 gesehen, mir eng feiert richtig Pol die Chance krit, den natürlich für die Attraktivität von dem Geballungsgebiet an von do wo in hiwelt in immens wichtigen Deel ist. Und den dritte Projekt, das Verstärkung von der Antenne Dickrich, op die würde ich nicht mehr im Detail augo, weil der Thomas Schnenke auf enger Pressekonferenz gemerkt. Und dann gëtt natürlich substanziell en ganz Reihe anderer Sachen, Strecke, die schon nicht mehr gehen, weil die auch schon erklärt. Das Prinzip ist aber ganz klar, auch bei der Eisenbahn wie bei der Straße, Infrastruktur effikaz nutzen, für das man mit teilweise sogar kleinen Adaptationen viel mehr Kapazität kriegen, wie man das heute, viel mehr Qualität wie heute. Den Tramsreso, ich meine, das, was heute gibt, kennt ihr. Der Succès ist auch bekannt. Wir sind entretemps auf ungefähr 75.000 Passagiere den Tag, von Montag bis Montag bis Freitag. Ich meine, wir brauchen nicht mehr davon zu schwätzen. Und ich so nicht mehr, wie ich 2013 angefangen habe, ich musste streiten, für die Echtlinien durchzukriegen. Heute muss ich streiten, für die Leute zu erklären, dass man nicht überall einen Tram können bauen oder nicht einen Tram, die überall Sinn nicht. Also der Succès ist klar da. Das ist ein Gefühl von einer hohen Qualität und so weiter und so fort. Ich meine, das kennt alles die Argumente. Es sind bis 2035 4 Extensionen vorgesehen. Die erste, das sind die noch kennt, das ist natürlich Klostora Findel, die fertig gebaut. Und da gibt es eine Linie über die neue Karte am Norden von Kirchbirch gebaut. Das ist natürlich Richtung vom RTL-Gebäude, über den Bundeswehr Konrad Adenauer. Und dann über Hollerisch bis auf den neuen Park and Ride am Westen von der Stadt. Da kommen wir nach hin und auf zu schwätzen. An eng Linie vom Bouillon aus iwwer den neue Boulevard de Merle, auch da bekommen wir enke zurück an der Richtung Sergel. Dann natürlich lernst vom Servelhof Quartier, lernst den neuen Quartier Stadion, auch Richtung Kirchbirch. Und dann, wie gesagt, das war schon angesperrt tun, der Pol d'Echange Hollerisch iwwer die immens dicht besiedelt Escherstraße, für dann durch die Genre Pleidling zu kommen. Aber denke dann her nur, der fertig ist, bis auf Esch, Bieles, da hat auch Möglichkeiten nach dahin zu kommen. Also extrem ambitiös, der Toten zu bauen an den nächsten 13 Jahren, der das sportlich fest hat, mit das ist machbar. Und ich komme dann zurück auf das, was ich am Anfang oft genug betont tun. Wir müssen die Courage haben, und noch nicht halbfertig, mehr wirklich sagen, das machen, wenn wir nicht machen, Konsequenzen kennen wir. Dann langfristig gesehen käme danach dabei, das dann nur 2035
Land den neue Boulevard von Zeissing, der auch gebaut wird, wo viel auch urbanisiert wird, den Tram so fuhren. Dann natürlich hat neue Avenue Limiten, das heißt, wenn wir nicht gern hätten, dass den Tramsreseau dann zentralen Achsen nicht funktioniert, da gibt es doch notwendig einen zweiten Nord-Süd-Achs zwischen dem Pol de Change-Holrich an der Sterplatz zu machen. Und dann also doch so, dass da bleibt nach übrig am Schluss eng Möglichkeit doch von einer Extension vom CRGL Richtung Mämer. Das ist aber so nicht ganz klar, die bleibt möglich, das soll nicht die allerprioritärst wichtig, die einer, die ich für den abgezählt sind viel mehr wichtig. Und da kriegt der Reso raus, den der Lodo im Bild gesitzt, von einem Tramsreso, wo der auch da schon rausgesitzt, weil das bedeutet, dass nicht nur einfach ein Tram, sondern das am Fond ein zusätzliches urbanes Verkehrsmittel, weil die zwei großen Agglomerationen am Land bannen man nie verbindt, an noch Tischen nie verbindt, also zusätzlich auch natürlich zu der Zugverbindungen, die immer weiter nach bestehen. Dann zum Bus. Die können sich erinnern, dass lange diskutiert geht Lützeburg über die sogenannten Bus auf hohem Niveau des Service. Das war alles immer ein bisschen abstrakt. Das haben wir verfeinert an der dem ganzen Dokument. Wir haben eine große Reform gemacht. Wir haben 200 Einzelbuslinien umgeplant, damit wir einen kohärenten RGTS-Reso umgesetzt. Bis zum Sommer ging die letzte Phase nach an Praxis umgesetzt von dem neuen Reso. Dann ist am Anfang die neue Reso fertig. Ich will aber auch direkt dabei sagen, dass ich nicht missverstanden bin, das wird nicht das neue Beton gegossen, sowieso, die Reso evoluiert doch, da können immer noch kleine Adaptationen kommen, mit den Hauptreso, die steht dann, das wird dann auch das Problem für den Bus durchstellt, dass ja, der Bus wird nicht mehr ein Vierteil, als nicht mehr attraktiv, wenn ich nicht mehr am Bus am Stau stehe. Aber wo stehen die am Stau? Ja, meistens natürlich an den Agglomerationen, Umfang, Traversen durch die Wirtschaft, Dachhärte von den Wirtschaften, und natürlich vor allem an den 3 großen Agglomerationen. Und dafür schaffen wir, was man nennt, Korridor, ein hohes Niveau des Service. Das ist nicht ein Bus, oder ein so Superbus, den da hin und her fährt, mit das am Anfang ein Korridor, wo der Bus en general die großen Linien priorisiert sind. Das heißt, da können Linien gebündelt gehen drauf, mit das klar, da fehlt aber das nicht gerne, das ist für den Bus drüber. Und der möchte, dass es eine ganz andere Qualität kreiert für die Leute, die am Bus sitzen, dass sie mehr auf Destination kommen, dass sie besser durch die Agglomerationen kommen, also sie können auch besser weiter deplacieren. Nächster Punkt, der Fußgänger. Lützeburg Steve kann viel Diskussionen typischer Fred gesehen, dass eine Assoziation sich gegründet hat zu Lützeburg, die sich für die Fußgänger ersetzt, weil effektiv du hast noch vieles zu machen. Wie ich schon gesagt habe, wir gehen alle gerne noch Plätze an Vakanz, wo in gerne kann auch schön kann zu Fuß gehen, aber das muss aber auch dann agreeabler schön sein. Das ja unsinnig für alle dritten Deplacement von just 100 Meter für den Auto oder andere Verkehrsmittel zu holen, wenn ich dadurch gemütlich kann zu Fuß machen. Dafür ist es wichtig, dass man bei allen Straßen, bei Projekten, bei allen neuen Quartiers immer gucken, wie sind Fußverkehr, wie können wir es mehr agreeabel machen. Weil da heute sieht, dass das Beispiel, wenn man 2018 angefangen hat, von einer neuen Möglichkeit für die Qualität von Fußgängern zu verbessern, das ist die sogenannten Trottoirs traversants. Das ist also von der Janische, dass man die Fußgänger endlich gleichberechtigt Niveau am Auto setzen, dass der Fußgänger nicht immer muss am Zickzack durch die Landschaft laufen, mehr dass den möglichst viel schwer kann gehen, und zwar nicht, indem man über Bordstein klemmt, an was wir sich nach von Hindernissen, an der das machbar hat. Und ich muss sagen, Herr Christoph nach gestern darüber diskutiert, bis ich froh darüber sind immer mehr Gemengen, die Lodement dabei ist, machen, für in die Richtung zu gehen, weil natürlich das kann dazu feiern, zum an Zonen, die ich auch nach verkehrsberuhigt will machen, dass der Fußgänger für die viel mehr agreeabel wird. Dann natürlich der Velo, wie schon gesagt, wir müssen den Velo zum zweiten vollwertigen individuellen Verkehrsmitteln entwickeln. Und das geht aus allen Studien am Ausland auf hier, das geht aus allen Erhebungen zu Lützeburg 4, die einzige für Aussetzung, die Stoffe braucht, und aber auch die wichtigste, dass ich eine aufgetrennte Velosinfrastruktur habe, von einer Qualität, die dadurch, wo der Velo nicht weder den Fußgänger behindert, nach einem Konflikt als mit dem Auto, nimmen dann, bringen wir es fertig, wenn wir das hinkriegen, dass man das Potenzial, das enorme Potenzial, was an dem Verkehrsmittel drinsteht, bei den Deplacementen, die zum Schluss beschwören, dass man
die auch leider auf der Velo vom selber freiwillig klammen. Also nicht irgendeine Infrastruktur ist gut genug, nee, der Velo braucht verdingt die nämliche Qualität von Infrastruktur wie ein Auto oder einer Gefährer, die sich deplacieren. Es liegt all Mensch an, dass man bei 40% mehr Demand not einmal ansteht, keine individuelle Mobilität allein können am Auto garantieren. Das stimmt man just alle guten Summen nach am Stau. Nächsten Slide ist den Strassenreso. Der Strassenreso, da haben wir an dem Dokument einen fundamentalen Paradigma wie es angelegt, mit dem, was wir hier machen, nämlich mit der neuen Klassifikation. Strasseninfrastruktur, das ist in der Mobilität die bedeutendste Infrastruktur, die wir heute tun. Das ist auch nicht das Problem. Natürlich ist es gut, dass wir ordentlich genug Straßen haben, aber das Problem, das bislang wäre, dass die Straßen ausschließlich größtenteils für das Auto reserviert werden. Und dass die anderen Verkehrsmittel geduld wären darüber. Was tun ich, da müssen kämpfen, schon zwischen 2005 und 2011 schaffen an Zuständigkeit für Mobilität in der Stadt Lützeburg, durch eine Busspur angefordert auf der Ascher Straße. Haut Schwarzkibi davon, auch dass der Bus rum, die für die Ländliche Stau. Ich war demos mit den Hünden aus der Ortschaft gejagt gehen, wie ich das gemerkt habe, weil ein Mensch als erster Reflex hat, das kann doch nicht sein, dass den Hennes da hingeht und dass dem Auto eine Spur wegschult, für das der Bus da kann Ländlich fahren. Das ist heute alles normal. Heute gibt die Busspur an den Bus, an der Priorisierung gut mir so vorgestellt. Das ist heute schon, das ist nicht 100% normal, aber das ist schon viel besser gewesen wäre. Das nämlich als für die Velo. Wir schwätzen heute über die Velospiste, ich will die als Beispiel auch raus, ich will immer gerne Beispiele raus, auch von der Vergangenheit, für ein bisschen darauf hinzuweisen, wie auch die Mentalität verändert wird. 2006, du war auf dem Passerelle zwischen der Gare und der Stadt, du war ein Chantier und du war ein Autospur supprimiert gehen. Und mit dem muss mein Direktor von der Mobilität mal proposiert, so mal, das ist ja gut so gegangen mit 2 Spuren für den Auto. Wie wäre es, wenn man bei der Velo hat ja 0 Platz auf der Brücke, die Spur da gehen wir abmachen für den Auto und dass man da gingen einfach eine Velospiste en double sens hier machen. Du hast das eine ganz gute Idee fand. Und du hast das gemerkt, da tut man 4 Auftritte darauf erfassen, ob der Tele abbrücht, gejeit sondergleichen Question parlamentären an der Schulech wees man nicht, wie viel da waren, nationalen Niveau, kommunalen Niveau, Question kommunalen. Es war ein Skandal, dass ich mir erlaubt hat, eine Spur, die sowieso hier genutzt wird während 2 Jahren. Dass ich gegen Donner nicht mehr zurück in ein Auto, mit der ich die will reservieren für den Velo. Dürfe das als nicht effikaz geplant an Strassenreso, und das will man ändern, indem man eben natürlich am dem Strassenreso auch dem Auto platzlos. Und zwar überall. Wir sind so fein, wir machen nicht so immer, ich meine nicht Politik gegen den Auto, wir müssen den Strassenraum so nutzen, dass den gleichberechtigt für jeden da ist. Das heißt, die Klassifikation funktionell, die das Ministerium zusammen mit der Police Chaussee ausgeschafft hat, die fand er am Detail an der Broschüre. Ich wollte heute die großen Prinzipien so, wie man das gesehen hat, aber doch final bedeutend für die Agglomeration. Der Ausgangspunkt, das sieht dem Slide hier, sind den urbanen Raum an den Schienenreso. Ich gesagt, Schienenreso ist natürlich Strecke, da sind die Großflüge von den Passagieren am öffentlichen Transport. Das ist ja besonders, ob ich an einem Stadtkehr mit Fußgängerzonen sind oder ob ich außerorts bin. Und das ist auch besonders, ob ich ein Quartier will, Verkehrsbericht machen, respektive wie die Strassenreso ausgesehen wird an einem verkehrsberuhigten Quartier. Eine nach viel mehr konsequente Verkehrsberuhigung innerorts als übrigens ein Kehrelement von der multimodellen neuen Strassenreso, wie wir gesehen haben. Nächstes Slide. Natürlich, schon gesagt, muss ich noch weiterhin mit dem Auto von aller Ortschaft an all einer Ortschaft kommen. Just, das soll nicht mehr wie heute über Schleichverkehr gehen, wo den Trafik nämlich nicht mehr dann immens viel Nuisance produziert für die Leute, die in den Quartier wohnen, aber wo auch meistens dann immer muss gefahren gehen. Aber den Trafik soll an den Ortschaften, hauptsächlich Lernstuhlschaften gehen, über den sogenannten übergehenden Strassenreso, über Tabstraßen. Und für was machen wir das? Weil das Raum schafft, das sehen wir noch für andere Sachen zu machen. Das heißt, nicht, dass alle Ortschaften Konturen immer so kriegen.
Pur sind dann sicherlich notwendig, Münder ja pur sind da geplant, Hesper zum Beispiel, Caching als geplant, also als schon gestimmt. Mit gibt oft ganz Kleinlesungen, das wird an der Stadt gesehen, die man können machen, die machen, dass man den Auto aus verschiedenen Straßen, bedeutenden Straßen rauskriegen, am mehr übergründend können läden, für dass man dann innerorts können vieles mehr beruhigen. Nächstes Slide. Wenn man dann den Transitverkehr, den Verkehr, den an einer Wirtschaft am Anfang nicht will machen, wenn man den auf seinen Hauptachsen haben, das heißt, wenn man den nicht mehr durch die Kehr feiern, dann können wir den Rest von den Straßen innerorts zu urban gesehen, an der auch urban nutzen. Und dann ist auch da die Hauptpriorität nicht mehr, wie die Haut aber leider noch immer aus, für zu sagen, wie könnte ein Auto am allerschnellsten nur durch die Straßen dadurch? Da kann den Auto natürlich noch immer überall an der Wirtschaft hinkommen. Ziel soll immer sein, dass man an aller Wirtschaft auch mit dem Auto können überall hinkommen. Aber ich fuhre wahrscheinlich nicht mehr gerade den direkten Weg oder ich muss durch verkehrsberuhigte Zonen fahren, wo ich dann auch toleriert bin, neben anderen Verkehrsmitteln, aber vor allem an der innerorts dann der Mensch kann am Mittelpunkt stehen an seine Kartchen für sich zu deplacieren. Das sind auch Straßen, die mir substanziell können eben verkehrsberuhigt gehen, wo man dem Bus, dem Velo, dem Fußgänger eine viel große Rolle können gehen, wie das heute der Fall ist. Aus dem Velo, der zweite, wie ich gesagt habe, individuell Verkehrsmittel, das zu machen, was man gerne hätten, das ist nicht ähnlich, wie das eben am Velo direkt von alle Haustiere am Land bei all anderen Haustieren muss können fahren. Die sieht noch links am Bild, jetzt, ich meine, das ist nicht gut zu erkennen, das ist ein ganz kleines Bild, das ist auch etwas, was man rezenterweise geführt und das die sogenannten Velosstraße, das ist am Anfang nicht ähnliches wie Außerortsstraßen, die für den Trafik nicht mehr genutzt gehen, für den großen Trafik, an die können ganz ähnlich konzipieren, so wie der du sieht, nämlich dass der Velo an zwei Richtungen kann fahren, den Auto zwar auch einen Platz hat, mit dem natürlich ganz ähnlich muss du rauffahren, wie also auf 50 limitiert, das ich könnte sie deplacieren, selbst wenn dann Holland lang schon gibt, ja. Mir war aber gut Moja Kasin, wenn ich nicht immer ganz große Infrastrukturen bauen, wo nicht notwendig ist, mir wo ich zum Beispiel so Straßen habe, wie ich so ein Rutziklebe dann zum Beispiel kann bauen. Das bedeutet natürlich auch, weil ich natürlich innerorts viel mehr Freiraum kriegen, dem Velo ganz andere Möglichkeiten kann gehen. Die Raushöhle vom Transitverkehr ermöglicht dann natürlich auch den Bus viel mehr attraktiv zu machen. Ich habe schon gesagt, die Couloirs, die man schaffen will, das kriegen wir nicht mehr hin, wenn wir den Weg gehen, für die neue Klassifikation funktionell für Straßen so zu organisieren, dass wir den Transit ähnliches organisieren und rauskriegen. Der Bus steht dann nicht mehr am Stau, er kann auch Liaisons anbieten, die man im Auto gut nicht mehr gehen. Die erinnert sich daran, wie wir zu Ettelbreck Dickrich das Projekt vorgestellt haben, die ganze Idee von den Modellfiltern, die wir abbauen, dann innerorts für den Verkehr zu beruhigen, wo dann den Auto auf verschiedenen Zonen, wenn er will, von A nach B fuhr, vielleicht die Tour muss fahren, mit denen immer durch können, dass der Velo der Fußgänger an den Bus, natürlich ich kriege am Bus ganz einer viel mehr schnell Möglichkeiten durch die Väter, durch die ganz funktionelle Klassifikationen gemerkt. Was heißt da ein Beispiel? Die fand an der Broschürkarten über das ganze Land, die hat eine ganze Reihe oder abgezählt. Ich will aber hauptsächlich die Stadt Lützburg rausholen, weil natürlich auch da an der Agglomeration die meiste Verkehr ist. An der Agglomeration, auf die sich vieles zentriert. Das ist ja so, dass von den Mesuren an der Stadt nicht just da, wo von der Agglomeration etwas tun, aber auch die von überall hier kommen, einer will schaffen kommen oder sonst etwas an der Stadt will machen. Es sind 3 Dutzend Projekte per zu der Stadt an dem Dokument dran. Eine Reihe, dafür sie bekannt, einer sind neu. Also sowieso als der PNM auch nicht für doof, so für all kleine neue Projekte zu belichten. Es geht hauptsächlich darum, eine Mise en Kohärenz zu machen, auf final nur die größten zu weisen. Auch zu weisen, was dann an dem Puzzle an der Stadt zum Beispiel noch fehlt. So gehen rund um die Stadt 7 wichtige Straßenbauprojekte gemacht. Die Gesetze sind abgelöscht, dass eine neue Konnexion für von der N7 auf den 11 zu kommen, wo ist das, das N7 kennt, das ist der Ulzestall, N11 aus der ersten nachher Strecke, von der Haut von Mirsch mit dem Auto zum Beispiel über den N7 kommt,
ja, wie muss der fuhren, wenn dann der Südwesten von der Stadt will, Flatsch, meistens durch die Stadt, und die will aber nicht an den Stadt, die will an den Südwesten kommen, und da will man eine Möglichkeit schaffen, dass da von der N7 River op den 11 op den Waldhaf, also op den Echangeur kommt fir op d'Autobun, fir dann Hanneläsch zu fuhren, zum Beispiel von den Südwesten zu kommen. Dat huet immensen Impact hat dat op de ganzen Beckener Raum an der Stadt bis op Fall herop, wenn man so etwas wieder tut merken. Das neien Echangeur Autoroutier kommt an Sand, weil du geht méi den Schwerverkehr, du wirst dat en gro Logistikzon zu kommt an ass. Mir will gerne den Kamionsverkehr du wäschkree vun der Stadt, dann de Konturnummer vun Alzing, de Kender, den Boulevard de Sessange, Boulevard de Merle. Dat sind natürlich zwei große Boulevarden, die nicht nur wichtig sind für den Verkehr, über den River zu kriegen, das sind noch Erschließungsstraßen, weil Merle und Hastings sind die Quartiere an der Stadt, die enorm werden an der Stadt zu beschfußen. Und dann eine neue Konnexion, Route d'Arlon, Échangeur A6. Wir werden sowieso am Westen von der Stadt, wo ganz spezifisch Probleme haben, du nicht nur einen Echangeuren umbau, aber du kannst auch ein paar Reitien an den Tramio do, das heißt, die kriegt eine ganz andere Mobilität am Westen von der Stadt, wo enorm eine immens große Konzentration ist von Aktivitätszonen, so gut von der Stadt Lützeburg wie von Bachtring, wie auch von Straßen, wo da enorme Arbeitsplätze hat, mit dem Verkehr katastrophal organisiert ist. Und dann natürlich in den neuen Echangeur West, die noch dazu gehört. Nächste Slide. Da kommen wir aber dabei Zentur suburbain. Das sind 7 Zonen, die durch Projekte von der Seite für Druck ganz substanziell können Verkehrsberuhigt gehen. Das heißt, wenn wir das, was ich für Druck abgezielt und alles bis gebaut haben, kriegen wir all die Straßen, die da gesehen sind, Begener Straße bis Place d'Argent, Traverse von Hesper, Route Dash, den Centre en Traverse von Leidling. B4 an den Boulevard urbain umzubauen. B4, das beim College dort zu Hollerich. Und dann Route de Longwy, und dann noch Route d'Arlon, natürlich Fußstraße bis bei der Sergel, und natürlich auch sogar weiter vom Sergel bis Richtung Stadt, am Tram, den ihr da könnt, wird das eine ganz neue Entwicklung gehen. Das ist mit enormem Potenzial frei, für innerorts den Verkehr komplett neu zu organisieren. Diesen Ekartement vom Transitverkehr aus der Stadt ermöglicht dann auch die urbane Mobilität an Platz zu setzen, was von den 3 großen Defien, die ich am Anfang beschrieben habe, und die an dem ganzen Plan viel beschrieben gehen. Für den öffentlichen Transport sind das 16 Projekte, die heute dran sind. Auf dieser Seite sieht ihr für allem Trams, Extensionen bei der Nummer 2, sieht ihr auch an der Stadt e Korridor a hohem Niveau de Service für den Bus. Und dann lebt über die Großstadtstraße von der Kloster, über Trokat bis auf die Findel, respektive auf den Heienhafen. Also, die sieht am Fong Hai, du darfst doch nicht die Karte vergleichen mit einer normalen Straßenkarte von der Stadt. Mir natürlich bei den Karten, die mir erweisen, als nimmen den Straßenreso rausgestracht die Stadt. Also, an denen noch wichtig ist, für das alles zu machen, was ich gerade beschrieben habe. Nächste Slide. Weitere Projekte betreffen natürlich die Bus- und Covoiturage-Spuren auf den Autobahnen. Schon gesagt, die ganzen Covoiturage können nicht mehr Sinn, wenn ich den Leuten, die covoiturieren, oder Viertel gehen. Nämlich ob das sieht ihr auf der Nummer 14 vom Bouillon bis bei den neuen Boulevard de Merle. Wir regeln noch den Bouillon, den Park and Ride Bouillon, die können rüber bei den neuen Pôle d'Échange hin, dass die Stadt geht auch mal zu Schwimmenspiel am Tram en ganz einer Nues wie Haut. An op dese Boulevard selber mat der Nummer 15 könnt nur wichtige Poli Change mat Park and Ride für alt Autoen, die vom Weste kommen, für die du können opfänken an dopen Tram zu höllen. An dann natürlich de Velo brauch seg Platz wie so die überall. Wir hunn eng Reihe Velos Expressfährt hier gesehen, die extrem wichtig sind. Der den sehen, die von Asch könnt, den hast du an der Planung. Die könnt bis an der Stadt Kerra gefuhr, du profitieren man engs natürlich für durch den Fett, dass man die Wille Express bauen, dass man nicht so mir als Stadt kommen wie auf Kloster gefuhr, an der Rest muss man Stadt sich ploen gucken nach 10 ne, wir wollen den so planen, dass die noch an der Kerk könnt. Und du gehtt als Pochos am Gang intensiv zu schaffen für eine Reihe ganz viele Alternativen zu schaffen. Da könnt ihr von Diddling
iwwer Beetebusch lacht die neue Eisenstreck och de können op den nämmechter Staat daraus profitiert dann natürlich von den nämmechten Infrastrukturen, die man auch schaffe sowieso für den Wils Express wie vun Esch. Und dann natürlich am Norden vom Perfendal aus durch Nölzestall bis an Nordstaat ich mein, dass die Projekt den kennt op der N7 für de Wëlle méich séier an Staat vun do zu bringen. Also klar auch die Großachsen, die Großflühen, die man hunn, dat man mat Schnellvelosphäre können déi bewältigen. De Plan National de Mobilité schon am Anfang schon gesot, dat gesi der das kein Endprodukt. Das eng Äderweis fir d Mobilitéit zuletztch zu planen, an de Regierungsrat huet den 3. März dat ganz so approvéiert, mat dem Ziel, dat man lo e Blickwinkel op 15 Joer hunn, an mam Objektiv awer dat all 5 Joer net her de Jo gemerk gëtt an de Plan ëmmerem kann ajustéiert an adaptéiert ginn je oder dem wéit Withes vun der Entwicklung vum Landes. Da auch wichtig zu verstehen, dass das Broschüre nicht all einzelne lokale Mobilitätsprobleme beschreibt. Das ist nicht der Sinn davon. Das Broschüre beschreibt den übergeordneten großen Mobilitätsprobleme, die man zuletzt beschrieben. Natürlich behalten Gemengen für verschiedene lokale, kleinspezifische Sachen hier Responsabilitäten, und die sollen die auch vorholen. Das ist auch nicht die Aufgabe vom Plan National de Mobilité. Wir wollen hier einen nationalen Kader setzen, für eine nationale Kohärenz zu kriegen an die ganze Mobilität. Wir werden noch dafür weiter auf dem nämlichsten Niveau schaffen, am Ministerium mit den einzelnen Verwaltungen, wir finden allem auch mit der Gemenge, weil ich kann nicht so für die Einzeldetailer, die da weiter rumfahren, das Dokument hier, ich meine, da kann noch die Presse, noch der Publikum sich erlangen, da man da sehen, es gibt so viele Detailer dran, die wichtig sind. Da sind ganz viele Sachen auch entre-temps schon mit der Gemenge durchdiskutiert gehen. Just wieder Rapport raus, wir hatten ein Interview mit der Gemenge Esch, wir hatten da mit der Stadt Lützburg selbstverständlich, also all die großen Agglomerationen, die hier betroffen sind. Wir wären mit Dave, wir wären mit Gemengen aus dem Ulzestall zusammen mit den Nordstadt-Gemengen natürlich. Und auch die Arbeit wird natürlich weitergeführt gehen. Und dann die letzte Slide, die kennt mich gerne, darf ich im Terrain, stummer du, da tut den Un, das ist ein 10 Ofen da durchs Land. Ich meine, 10, wenn ich richtig gezählt oder in der Erde, 10, ja. Die nächste wird die nächste Montag am Tramshop, die werden wir unter am Livestream überdrohen, als echten, war die anderen nicht mehr, weil, aber was machen wir auf den einzelnen regionalen Veranstaltungen? Wir natürlich werden wir immer den nationalen Kader präsentieren, aber da können wir am Detail razoomen über die Karten, die wir haben, an Regionen, für genau zu weisen, was muss geschehen oder was wir wollen machen, an den einzelnen Regionen, für das dann mit den Leuten zu diskutieren. Ich würde als Haut merci für Ihre Geduld. Ich habe Versicht, dass detaillierter voluminöses Dokument so gut wie es geht zu resümieren. Ich hoffe, ich bin Teil für Secret, aber als merci und dürfen Sie noch bereit, ob Fragen zu beantworten. Voilà. Die nächsten aus 4. Du musst gesehen bei den Spotten, da sind wir schon gut gesagt, ganz schlecht, wie ein Fanger ausstreckt. Und ich lo erschloen. Ja. Wenn Kinder eng froh stellt, da stellt sich eng froh, weil du nicht unbedingt zu diesem Sujet passt, trotzdem wie das politische Aktualität, ja, aber der Neue war das Carol Diesprich demissionéiert wird. Ich wollte einfach mal freuen, wo dir am Vierfeld mit dem Diesprich darüber geschwatzt. Also für dich wollte ich mal so ein ich kann feststellen, dass es für mich halt nicht einfach war, mich zu konzentrieren auf die Pressekonferenz von heute Mittag. Und das schon, dass heute mein Lieblingssujet ist, an viel Arbeit richtig. Weil natürlich das, was heute geschieht, dass man extrem weh tut. Und ich schrecklich ungerecht fand. Und ich aber dem Carol Diesprich seine Decision kann nur verzeihen.
Ich habe ganz viel Gedanken gehabt bei ihm, die letzten Stunden, und noch viel mit dem natürlich darüber diskutiert. Wir haben zusammen natürlich über die Sache geschwärzt. Und Karol Dieschbusch ist zu der Konklusion gekommen, weil er sagt, ich will nicht Opfer gehen von einer Prozedur, die wir zu Lützburg leider noch immer haben, also einer Prozedur, die an der Verfassung fest verankert ist, noch immer, die ja verrückterweise an der Verfassungsreform geändert wird, weil sie daneben ist, so wie das 19. Jahrhundert, wenn wir praktizieren. Und mir die aber gemerkt hat, dass Karol Dieschbusch nicht wie das sich gehört in einem Rechtsstaat, wenn etwas Verdacht oder was auch immer aussteht, per Minister oder ein Bürger, wie auch immer, dass den dann von einer unabhängigen Justiz kann jugiert gehen. Mir dat weil man die Verfassung hun als unabhängige Justiz auch teilhabe gebunden sind durch den verrückten Verfassungsparagraph an dodische keine andere Schwa hat, wie am Platz das was normal hat können geschehen, dass man am Dieschbusch gerufen wäre, geheiert wäre, dass sie den Dossier müssen den Chamber aufgeben, dass Chamber, und da könnt ihr die wichtige Nuance par rapport zu dem, was ich schon an der öffentlichen Meinung lesen, nicht für die Madame Dieschbusch Immunität abzuheben. Mir fehlt Madame Dieschbusch unzuklären, zu akkusieren. Und dann hat die Stunde gegen dabei Gericht. Das heißt, den Dossier, den unter dem Secret Judiciaire, unter aller Respekt von der Regeln von einer unabhängigen Justiz ausgeschafft ist, dass dann nur eine politische Instanz den Dossier ging holen, und dann den dadurch durchgerufen, und dann irgendwann denken zu so, wir fanden man dann Dieschbusch, die muss akkusiert gehen, weil am Dossier ist genug dran. Aber wo sind wir dann zu Lützburg? Und dafür kann ich absolut verstehen, dass Karol Dieschbusch sich gesagt hat, das tue ich mir nicht an. Ich will Transparenz haben, ich will mir nicht viel zu werfen, hat sie gesagt, und ich glaube ihr dadurch. Ich will aber gerne, dass ich Recht tun, rechtsstaatlich betrügt zu gehen, und ich stelle mich selbstverständlich der Justiz an all den Prozeduren der Vorwürfe der Justiz, mit das nicht Parlament für Richter zu spielen. Wieso? Der Parquet hat keine andere Schwach, absolut normal. Der Parquet muss sich in Verfassung halten. Und die Verfassung gesagt, leider noch immer viel, dass just den Minister kann akkusieren, und das ist die Chamber. Wir hatten der Situation ja auch schon in der Vergangenheit, wenn ich gut kann erinnern, 2012, wenn du sogar schon 4 Jahren, wo meine Erinnerungen gut sind. Und da sind wir gesagt, das muss geändert gehen. Und das ist ja auch an der Verfassung, am Textpropos geändert. Wir hätte da ein bisschen umgewandt gehen, wie am Anfang nicht verreden an der Chamber. Weil ich will daran erinnern, dass an der Chamber, wie die Verfassungsreform diskutiert, das ist ja ein Konsens zwischen allen Parteien an der Chamber, global alle. Ich bin bis eine Partei mir ein Klang, also nicht dafür. Der Schiedfried ist der Meinung, dass die Prozedur nicht mehr an den 21. Jahrhundert so geheiert und dass man nimmen Justiz als unabhängige Justiz recht hat, zu enquêtieren gegen Bürger oder Minister, und die müssen auf einem Niveau stehen, müssen genauso gut können, jugiert gehen wie den anderen, da wird keinen Unterschied geben, und dass das nicht ein Parlament so sieht. Und dafür steht das mir immens dick, und ich bin aber Verständnis für Karol Dieschbusch, auch für seine Decision. Zurück zum Zug. Bon, wenn du kein Produkt hast, dann gesund ich für heute. Merci, mich mengen, wie ich schon gesagt habe, in das Dokument, das bitte ist viel Futter, viel Stoff, viel ganz sicher nach auf Details zurückzukommen. Selbstverständlich war von der Presse nach Bösen oder froh, sie nicht wieder mich und Christoph singen Kibalming Leid. Die sind natürlich immer da, für ich rede einfach zu einzelnen Details. Merci, Damo, für heute.